Hallo, ich bin Adi und ich bin Schweizer und ich habe schon den deutschen Einbürgerungstest gemacht, den österreichischen Einbürgerungstest gemacht, aber jetzt frage ich mich, esse ich genug Burger, um Amerikaner zu werden, beziehungsweise in die USA aufgenommen zu werden? Deshalb machen wir heute den Einbürgerungstest der USA. Okay, Frage 1, let's go. Warum hat die amerikanische Flagge 13 Streifen? Die 13 steht für die größten US-amerikanischen Städte. Die 13 ist eine Glückszahl. Die Streifen stehen für die ursprünglichen 13 Kolonien. Die 13 steht für die Siege über die amerikanischen Ureinwohner. Ich würde sagen, das letzte stimmt nicht. Also kannst du nicht so stolz drauf sein, dass du die Ureinwohner ausgerottet hast. 13 ist keine Glückszahl. Die 13 steht für die größten US-amerikanischen Städte, glaube ich auch nicht. Ich glaube, die Streifen stehen für die ursprünglichen 13 Kolonien. Da sehe ich mich drin und da gehe ich auch rein. Was schätzt du, wie viele Zusatzartikel wurden der US-amerikanischen Verfassung bis jetzt hinzugefügt? Ändert man eine Verfassung nicht oft? Muss man die nicht oft ändern? Aber ich würde sagen, dass es eine ganz klare Sache ist, und zwar 77, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass seit es die US-amerikanische Verfassung gibt, dass da nur 7-mal was da hinzugefügt wurde. Ich würde sagen 77. 44, 77, 90, 2010. Wie wird verhindert, dass ein Teil der Regierung zu viel Macht bekommt? Ein Prinzip, das auch in Deutschland existiert. Mit der Armee, mit Geld, mit Gewaltenteilung, mit der Presse. Das ist ganz easy Gewaltenteilung, denn ich bin ein Politikexperte. Judikative, Legislative, Exekutive. Wir bleiben drin. Wie viele stimmberechtigte Mitglieder hat das Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten von Amerika? 3000 safe nicht, das ist viel zu viel. Das Repräsentantenhaus ist ja wahrscheinlich die Legislative des gesamten Landes. Also so wie in der Schweiz der Nationalrat. Deshalb würde ich sagen 121 oder 435. 10 ist zu wenig. Ich würde sagen, in der Schweiz sind es so circa 230 und die Schweiz ist viel kleiner als die USA. Deshalb würde ich sagen 335. Es gibt 4 Verfassungszusätze, die das Wahlrecht betreffen. Welchen Zusatz gibt es nicht? Staatsbürger über 21 Jahren dürfen wählen. Den gibt es wahrscheinlich. Jeder Bürger kann wählen, Männer und Frauen. Es ist keine Bezahlung nötig, Abstimmungssteuer, um zu wählen und zu können. Männliche Bürger jeder Herkunft dürfen wählen. Ja, Digga. Warte. Jeder Bürger kann wählen, Männer und Frauen. Ich würde sagen, den gibt's. Es ist keine Bezahlung nötig, gibt's wahrscheinlich auch. Männliche Bürger jeder Herkunft dürfen wählen. Den letzten, Digga. Alter, Staatsbürger über 21 Jahre dürfen wählen. Ist ab 18? Kann man in den USA ab 18 wählen oder 21? Ich weiß es nicht. Bruder! Ich gucke jetzt nicht in den Chat und ich sag, männliche Bürger jeder Herkunft dürfen wählen. Aber Frauen nicht, oder was? Ich sag der. Welches dieser Rechte haben in den USA nicht nur amerikanische Staatsbürger? Das Recht, alles und jeden zu verklagen, das Recht, sich um einen bundesstaatlichen Posten zu bewerben, das Recht, für ein offizielles Amt zu kandidieren, das Recht, einen US-Pass zu tragen. Ja, dieses Recht hast du nicht, weil du halt kein US-amerikanischer Bürger bist. Das Recht, ein offizielles Amt zu kandidieren, auch nicht, da musst du wahrscheinlich Amerikaner sein. Das Recht, sich um einen bundesstaatlichen Posten zu bewerben, wahrscheinlich auch nicht. Ich sag... Das Recht, alles und jeden zu verklagen. Das hat wahrscheinlich jeder. Ich würde sagen, das erste. Muss das erste sein. Von wem erwarben die USA Alaska im Jahre 1876? Von den Wikingern, vom Osmanischen Reich, vom Deutschen Kaiserreich, vom Russischen Kaiserreich. Das muss ganz klar, das ist eine klare Sache, Chat, vom Deutschen Kaiserreich gewesen sein, Digga. Die Deutschen, die saßen damals auf Alaska, waren dort Skifahren. Deshalb sind die heute so scheiße beim Skifahren. Nee, Deutschland nicht, Russland wahrscheinlich auch nicht. Soll ich jetzt wirklich sagen, von den Wikingern? Nee. Gibt's Wikinger in Alaska? Die sind doch irgendwo anders. Sind Wikinger nicht im Norden von Europa? Oder die sind in Norwegen, oder die Wikinger? Shit. Ich sag von den Wikingern. Nee, ich sag vom Osmanischen Reich. Ich sag von den Wikingern, scheiß drauf. Okay. Und welches Territorium kauften die USA 1803 Frankreich ab? Texas, New York, Virginia, Louisiana. Ich sag New York nicht, weil New York wahrscheinlich nicht in Frankreich gehört, sondern in England. Weil York ist ja in England und das ist ja New York. Texas. Ja, Bruder, ich kann nur raten, ich habe keinen Plan. Ich gehe mit etwas, was so ein bisschen südlicher ist, weil ich habe keinen Plan, wo es ist, ne? Ich sag Louisiana. Wer war US-Präsident während des Ersten Weltkriegs? Woodrow Wilson, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, John F. Kennedy. John F. Kennedy war es nicht. Fuck. Ich habe das mal gehabt und ich weiß es nicht mehr. Sorry dafür an meinen Geschichtslehrer. Ich gehe mit... Boah, Bruder, ich habe gar keinen Plan. Thomas Jefferson sage ich nicht. Ich sag Theodore Roosevelt, weil das der einzige von den dreien ist, der mir was sagt. Welches dieser Gebiete ist US-Territorium? Quebec, Alaska, Jamaika, Kuba, Alaska. Ey, Digga, das war ja die Frage vorher. An welchem Krieg waren die USA nicht beteiligt? Am 30-jährigen Krieg, am Ersten Weltkrieg, am Vietnamkrieg, am Golfkrieg. Am ersten... Ey, Bruder, ich bin... Digga, die Leute werden mich so hassen, ne?
Digga, ich glaube, die Leute werden mich so hassen. Ich bin eigentlich gar nicht so dumm, wie ich jetzt rüberkomme. Okay, ich glaube, die USA war im Ersten Weltkrieg beteiligt. Am 30-jährigen Krieg denke ich auch, weil er 30 Jahre lang ging und ich glaube nicht, dass sich die USA 30 Jahre lang raushält. Vietnamkrieg auch, ich würde sagen am Golfkrieg. Weil am Golfkrieg, da waren einfach so diese Staaten im Golf und haben sich gebieft. Wer entwarf nach Ende des Zweiten Weltkrieges den US-Plan zur Wiederherstellung Europas? Sie war damals Außenminister unter Truman und bekam später dafür den Friedensnobelpreis. Marshall, war das dieser Marshall-Plan? Also Hillary Clinton safe nicht, die kam ja viel später dazu. Ich würde sagen George C. Marshall, weil es diesen Marshall-Plan gibt. Wie werden die Indianer politisch korrekt genannt? Indigenous Affairs, American Aborigines, Native Americans, American Indians. Ich würde sagen Native Americans. Also die unteren beiden habe ich schon gehört. American Indians und Native Americans. Ich sage mal Native Americans, weil es am logischsten ist, weil die halt Native aus Amerika kommen. Vielleicht ist es aber auch gar nicht so. Wer bekämpft sich während des Bürgerkriegs im 19. Jahrhundert? Es gab mal einen Bürgerkrieg. Der Osten und der Westen, die Cowboys und der Indianer. Boston und England, die Nordstaaten und die Südstaaten. Bruder, Digga. Ich sag mal so, bei dieser Frage habe ich jetzt absolut keinen Plan. Boston und England glaube ich nicht, weil es ist ja ein Bürgerkrieg. Boston ist ja in den USA und England in England. Aber vielleicht hat Boston zu England gehört, vielleicht das. Ja, okay, gut. Ich sage Boston und England, ehrlich gesagt. Weil vielleicht gewisse Leute dort wollten, dass es noch zu England gehört, aber andere wollten, dass es zur USA wird. Deshalb sage ich das. Wie werden die ersten 10 Zusatzartikel der amerikanischen Verfassung auch genannt? Hill Bill, Bill of Rights, Bill of Amendments, Ouverture. Das sind ganz klar the Bill of Rights. Wie viele US-Senatoren gibt es? 100, 3210? Ich glaube 100 Senatoren gibt es in den USA, weil, das habe ich gelernt damals in der Schule. Sollte dem Präsidenten etwas zustoßen, bekommt wer automatisch die Verfügungsgewalt? Das höchste Gericht, die Armee, der Vizepräsident, der Außenminister. Ich würde sagen der Vizepräsident, weil der Vizepräsident ist doch dafür da, dass wenn der Präsident stirbt, dass dann der Vizepräsident. Deshalb gibt es ja auch einen Vizeminister und bla bla bla. Deshalb würde ich sagen Vizepräsident. Wenn das nicht stimmt, dann bin ich raus. Wie wird das höchste Gericht in den USA korrekt genannt? The Supreme Court, National Court, the High Court? Keine Ahnung. Keine Ahnung ist es. Supreme Court. Welches Recht hat ein US-Bürger verfassungsgemäß nicht? Das Recht, Waffen zu tragen? Ja, ich glaube, dieses Recht hat er definitiv. Das Recht, einen andersfarbigen Menschen grundlos zu erschießen. Versammlungsrecht, das Recht auf Redefreiheit. Recht auf Redefreiheit, ja. Das Versammlungsrecht, ja, Digga, das muss das sein. Das Recht, einen andersfarbigen Menschen grundlos zu erschießen, safe. Also, Rassismus ist ja nicht im Gesetz geregelt. Gibt es in den USA eine Wehrpflicht? Ja, man muss ab 18. Nein, gibt es nicht. Welcher dieser Flüsse ist am kürzesten? Mississippi, Hudson, Colorado, Missouri River. Mississippi, würde ich sagen, ist einer der längsten. Hudson ist der in New York, oder? Ist es der in New York? Hudson River? Ich würde sagen, Chat, Hudson River. Ich weiß nicht wieso. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es Mississippi nicht ist. Colorado kann ich mir vorstellen, dass der lang ist, weil der von Colorado dann irgendwo ans Meer geht. Aber ich würde sagen, der Hudson River. An welchen Ozean grenzen die USA im Westen? Nicht ohne Seife waschen. Oh nee, das ist der Pazifik. Der Indische ist es nicht, keine Ahnung ist es nicht. Ey Bruder, ich bin 23 Jahre alt und ich weiß bis heute noch nicht, ob es der Pazifik oder der Atlantik ist. Ich glaube, es ist der Pazifik. Ich glaube, den Atlantik überqueren. Heißt, man geht von Europa in die USA. Deshalb ist es wahrscheinlich der Pazifik. Wer war Martin Luther King Jr.? Ein Bürgerrechtler, ein katholischer Priester, ein ehemaliger Sklave, ein FBI-Kommandant. Das war ein Bürgerrechtler. Oder ich bin halt einfach nur extrem dumm. Welcher US-Bundesstaat grenzt nicht an Mexiko? New Mexico grenzt an Mexiko. Colorado. Kalifornien wahrscheinlich im Süden. Mexiko, Texas muss Colorado sein. Weil in Colorado gibt es Schnee. Und Schnee ist nicht dort unten. Und zum Schluss, welches ist die Hauptstadt der Vereinigten Staaten von Amerika? Washington, D.C. Easy, Digga, easy. Bist du ein Mann oder eine Frau? Bruder, was ist das für eine Frage? Okay, zum Ergebnis. Chat, was würdet ihr sagen? Wie fest habe ich verkackt? Von 1 bis 10. Ich glaube, ich habe schon verkackt. Ey, ich weiß es nicht. Nee, ich habe wahrscheinlich alles richtig beantwortet. Wir gehen rein ins Ergebnis. 3, 2, 1, go. Bestanden, Digga! Ich kann endlich in die USA gehen und in der Schule meine Waffe mitnehmen. Oh, ich muss mir die Auswertung zusenden, Digga. Gar keinen Bock, aber mach ich kurz. Wieso ist die Mail nicht gekommen? Ja gut,
Die Mail ist leider nicht gekommen. Friends, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war der Bürgertest. Wir haben leider keine Antworten bekommen, aber ich bin eingebürgert. Das ist das Wichtigste. Wenn ihr es besser könnt, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr es schlechter könnt, dann schreibt es auch in die Kommentare. Aber ich glaube, dass es diese Leute nicht gibt. Tschüss.